Im reichen Industrieland Japan werden die Dinge des alltäglichen Bedarfs knapp. Im Nordosten in Yamagata lange Schlangen vor der Tankstelle. Doch auch an den wenigen Tankstellen in der Katastrophenregion, die überhaupt noch geöffnet sind, geht das Benzin allmählich aus. Eine andere Stadt, das gleiche Bild. Hier stehen die Menschen Schlange, um Öl für ihre Öfen zu bekommen. Bei winterlichen Temperaturen haben viele nichts mehr zum Heizen. Auch die Gasvorräte gehen zur Neige. Schlange stehen heißt es auch vor den Wassertanks, an denen die Armee Trinkwasser verteilt. In vielen Gebieten gibt es kein fließend Wasser mehr. Zusammen mit amerikanischen Streitkräften teilen die japanischen Soldaten neben dem Wasser auch Decken und Lebensmittel an Obdachlose aus. Vor diesem Supermarkt in Sendai, der Hafenstadt, die durch Beben und Tsunami in die Schlagzeilen kam, stehen die Leute an, weil endlich eine Lebensmittellieferung eingetroffen ist. Für die Obdachlosen und Evakuierten wird der Platz in den Notunterkünften inzwischen knapp. Und auch dort kann teilweise nicht mehr richtig geheizt werden. Hilfsorganisationen beklagen die mangelnde Spendenbereitschaft im Ausland. Japan gilt eben als reiches Land.